Mahlzeit, meine Freunde, Food und Unterhaltung. Heute machen wir ein Video, wo es darum geht, euch vorzustellen, was wir uns letztens gegönnt haben. G steht ja bereit für gönnen, ne? Ja. Wir haben uns Neuwagen gegönnt. und so. Ja, im letzten Video kommt man es schon so ein wenig erahnen, was es war, was es ist. Es ist ein hässlicher Golf 2. Richtig. Allerdings hat dieser Golf 2 einen nicht mehr ganz so originalen Motor. Den originalen Golf 3 Motor, ne? Genau. Ja, dieses Gesamtpaket konnten wir wieder einmal günstig ergattern. Sind wir eigentlich auch nur aus Zufall drangekommen. Stand eigentlich nicht so auf dem Plan, aber naja. Ja, Haben und und nicht brauchen und so, ne? dies gilt es halt wieder irgendwie auf die Straße zu bekommen. So wie den Ami, ne? Ja. Genau, der bis heute immer noch nicht auf der Straße fährt. Na doch, fahren tut der wohl Ja, auf aber der nicht auf der Straße. Straße. Wollen wir den einfach jetzt rausschieben? Ja, da. Wir schieben den mal eben raus und dann geht's weiter. Ah, ganz schön schwer für so einen Ah, Golf 2. und nicht am Lenkrad ziehen, sonst reiß ich das ab. Oh, noch das? Langsam, sonst kommen die nicht mehr. Ja, aber ja, toll! Super! Machst du mal mit Schwung, ja? Ja, ne? Jetzt kommt der schwere Teil. Jetzt fährt er gleich hinten wieder weg. Ja, lass doch da hinten. Schau! Gut, die Reifen und Bremsen werden wahrscheinlich schon einiges erahnen. Der eine oder andere hat es wahrscheinlich bis jetzt auch schon gecheckt, was da drin ist. Also dieses Auto, können wir mal kurz gucken gehen, wurde umgerüstet auf einen VR6 Motor. Und der VR6 Motor hat so ein Kit gekriegt aus dem Internet von einem bestimmten Shop. Quasi das rundum sorglos Paket oder fast rundum sorglos Paket. Sprich Ansaugbrücke, Turbolader und alles. So dass das Auto nachher 400 bis 450 PS haben soll. Angeblich. Aber da werden wir noch hinterkommen. Dafür wurde auch die Achsen wurden umgerüstet vom Golf 3 VL6 GTI und so. 5 Loch. Hinten genauso. Ja, da sind überall neue Bremsen drauf, neue Reifen, neue Felgen. Das wird schon alles gemacht. Steuergerät wurde schon eingeschickt. Ja, Steuergerät sollte schon angeblich, dass man so losfahren kann, dass es läuft. Aber das werden wir noch. Also laufen tut er schon. Oder sprich, Zündung hat er. Das habe ich schon mal ausprobiert, weil die Elektrik, die sieht sehr lustig aus. Nicht. Und deswegen habe ich das schon mal grob alles zusammengesteckt. Zündfunke ist da, anspringen tut er auch schon mit ein bisschen Bremsenreiniger. Ja. Und dann müssen wir jetzt noch mal weiter gucken. Wir brauchen noch mal etliche Teile. Da könnt ihr uns vielleicht auch noch mal bei helfen. Weil Experten sind wir da auch noch nicht. Auf jeden Fall, was wir jetzt schon wissen, wir brauchen einen Catch-Tank. Da könnt ihr auch mal schreiben, was ihr da so für Erfahrungen habt, wie, wo, was. Von Alos und so. Die Jungs oder Philipp Käse, so wie heißt der? Käse. Da haben wir auch schon die ganzen Videos so ziemlich alle durch von dem Marius seinem Golf. Oder von diesem Golf 3, Wolf zum Schafpelz, hallo. Und ja, deswegen brauchen wir noch einen Ladeluftkühler und Ladeluftverrohrung müssen wir uns auch noch bauen. Da könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr da so empfehlt, wie, wo. Weil manche sagen ja, man soll die direkt hier schnack drüber ziehen. Oder ich würde jetzt einfach hier an der Seite dran vorbei. Aber müssen wir mal gucken, was ihr da so empfehlt. Aber Ich hier sitzt glaube- doch der Luftfilter, Stefan. Ja. Weil ich glaube, da haben andere Leute mehr Erfahrung als wir. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Wir haben das Auto eigentlich auch nur gekriegt, weil der Kollege oder ein Bekannter ist es schon, kann man schon so sagen. Der ist hier oder hat das aufgehört, weil wegen ist so, Zeit und Platz, Mann. ja, hatte da irgendwie keine Lust mehr drauf und hat uns das dann verkauft. Ja, deswegen haben wir den jetzt. Wir haben den relativ günstig gekriegt, sonst hätten wir unser Ding auch nicht gekauft. Naja, Geld scheißen können wir auch noch nicht und Noch lange nicht. ist halt auch noch viel Arbeit drin, ne? Bis das Ding mal TÜV hat, auf der Straße ist. Oder da könnt ihr uns auch gerne mal schreiben, was ihr Thema TÜV, ob ihr da irgendeinen kennt oder so, der einen kennt oder nicht.
Vielleicht fährt ja draußen auch schon jemand einen Ja. Golf 2 als Vielleicht- VR6 Umbau, der Dass schon man bereits einfach TÜV mal hat. so Anhaltspunkte hat, wo man ganz sicher darauf achten muss. Gibt ja natürlich im Internet auch viele Anleitungen und so, haben wir auch schon alles geguckt. Aber vielleicht habt ihr ja da so ein paar Tipps für uns. Motortechnisch wurde alles schon so einigermaßen überarbeitet, ne? Ja, der Motor hat der Vorbesitzer, hat der andere Kolben eingebaut. Da weiß ich zwar nicht wieso, aber da sind zwar noch die Originalploils drin, komplett neu gelagert alles. Dann eine hier Verdichtungsreduzierung. So eine Platte ist dazwischen gekommen mit 2 Kopfdichtungen. Und ich glaube, das war's auch. Ja, andere Ansaugbrücke und andere Einspritzdüsen und so noch. Aber mehr hat er, glaube ich, an diesem Motor nicht gemacht oder an Tuning. Ja, karosserietechnisch haben wir auch schon geguckt. Ist natürlich einiges schon gemacht worden, so wie vorne die beiden Kottflügel sind beide schon mal neu gekommen. Ja, hinten hat so ein vom Bekannten, der kennt einen, der bekannt ist, Der soll ganz gut sein. der wurde mir kann gesagt. Löcher zumachen. Gut, da werden wir wahrscheinlich auch noch mal die eine oder andere Stunde dran verbringen. Haben wir am Bus auch so gemacht. Ja. Aber am Bus war uns das egal. Hier macht man das eigentlich nicht so. Dann hat man einfach von hinten was gegengehalten, dann trägt Ja, man aber von wer vorne gespachtelt- Spachtelmasse auf, damit das hinten nicht rausfällt. Müssen wir wahrscheinlich auch noch mal das eine oder andere losmachen, nicht, dass das nachher alles rausbröckelt. Da haben wir auch schon gefunden im Internet. Quasi komplettes Seitenblech. Gucken, ob wir das einmal austauschen, dann ist es vernünftig. Ne? Macht ja Spaß, ne? Verzinst du dann, ne? Ja, Maul. bisschen. Aber Philipp hat da gerade, glaube ich, ziemlich viel Ahnung mit, ne? Der kann einfach mal vorbeikommen. Genau. Zinn mal eben die neuen Kopflügelzinnen ein. Gut. Wir bauen das schon mal, der kann die ganzen Teile mitnehmen. Alles. Ja, das war so rum außen. Ja, Felgen hat er natürlich schon mal besorgt. Die mussten es auch unbedingt sein. 24 Karat Ölablassschraube. 12, oder? 12 Karat. 12 Karat Ölablassschraube hat Für der auch. 12 Euro. Original kostet, oder andere kostet glaube ich 10 Euro. 10 hat er gesagt. Ja. Aber ist jetzt. Ja, Golf 3 Armatur ist schon, kommen wir zum Innenraum, Golf 3 Armatur ist schon verbaut. Verbaut. Zumindest ist schon mal so ziemlich drin. Genau, Das die ganze Lenkrad Karre müssen ist wir auf jeden eigentlich Fall noch mal- quasi nackig von innen. Also Ja. Innenschalen für die Türen gibt es bereits noch gar nicht. Ja, aber Ja, aber ist alles noch mit bei. wir können auch gerne mal so gucken, was wir so an Teilen. Also das wäre jetzt das erste Mal heute, dass wir das Auto einmal ausräumen, um überhaupt zu schauen, was überhaupt noch alles da drin Existiert. Gut, dass die Kamera Gerüche nicht aufnehmen kann. Da habt ihr schon mal einen großen Vorteil jetzt. Also an Ja, sich wollen wir das Auto Marderschaden. nachher am liebsten so haben, dass der von außen natürlich gut aussieht, aber auch, dass der wie ja Omas Auto ist. Von außen zumindest, aber dann richtig Wumms hat. Weißt du nicht, wie man Kofferraum losmacht? Mit dem Griff, da ist aber keiner dran. Ah. Ja, ne? Das schmeckt. Holy moly shit. Holy Macaroni. Auspuffanlage. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben, was eintragungsfähig ist. Wenn es geht, bitte fertig gebaut schon. Hier haben wir noch Tipptopp mit minimaler weißer Patina. Patina. Leicht mehlig und auch ein bisschen flauschig. Könnte ein Originales sein, oder? Also Golf 3. Aber das glaube ich schon dieses G. Das ist mir scheißegal, was das ist. Das ist so schimmelig, das wandert gleich in eine Tonne. Aber diese Scheinwerfer, das ist mein Ober. Wir sind eigentlich erfahren. Wer meint, wir müssen die auf jeden Fall verbauen? Wer sagt, tu bloß weg die Scheiße? Wir haben aber noch bessere dabei. Die können wir euch gleich auch noch mal eben zeigen. Noch bessere? Die finde ich Das gibt's? pornös. Ja, du bist ja auch ein Bauer, ne? Andere Leute, die sind ein bisschen Tuner und sagen, das muss geil aussehen. Die verbauen dann entweder sowas oder halt nicht geil aus. oder sowas mit einem Fadenkreuz halt drin, ne? Also boah! Jetzt geht's. Oh, Freund. Oder man hat hier direkt ein Fadenkreuz drin. Da weiß man genau, wo man reinschießen muss. Wahrscheinlich schmeißen wir die Dinger weg. Und dann sagt einer, die Dinger sind 1000 Euro wert, weil es die nicht mehr gibt. Ich komme mal eben kurz rum. Jo, ciao. Ciao dann, ne? Kraft-Wärme-Kupplung springt nicht an. Ja, Pech. schön. Batterieplatt. Ja, Pech. Wird alles kalt hier. Ja, Pech. Na und? Draußen nicht warm genug oder was? Zeit auf 5 aufdrehen oder wie?
Also eigentlich ist das Auto schon fast fertig. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man schraubt die einfach jetzt noch so da dran. So, ich glaube, das könnte der hier sein. So, guck mal. Oh ja. Das ist doch schon fast fertig, oder? Das ist doch schon fast ein Auto. Wenn noch ein Kennzeichen, dann. Dann macht man da noch ein Kabel hier dran. Ja, immer mit ein paar Bier noch reinstoppen. Aber das ist alles da. Das ist alles. Ja, man muss halt nur mal ein bisschen Kram suchen. Aber es ist alles da. Kabel liegen. Ne, alles total super soßig. Da unten ist noch eine Lüsterklemmer, falls man noch mal eine über hat. Oder noch eine. Oder noch eine. Ja, dann tut man das da rein. Und schon fährt das Auto eigentlich. Fehlt nur noch ein Auspuff. Fehlt nur noch vielleicht eine Folierung. Man weiß es noch nicht. Aber lackieren denke ich mal nicht. Aber vielleicht hat der eine oder andere auch schon Erfahrung. Lackieren, folieren. Wer sagt was? Ja, ja. Die ist neu. Ist auch glatt, wenn man die mal putzt, glaube ich. Ja, wie man sieht. Ach, guck mal. Aber sauber machen, dann sieht wie neu. Ne, hier kommen wir zu Stefan, seinen absoluten Favorit hier. Ne? Aber er wollte erstmal gucken, ob es auch noch so läuft. Aber ist ja gar kein Thema. Also am Ami waren ja auch nur 5 Kabel, die man braucht. Ne? Also Ist ja altes Auto. warum raucht das? Warum funkt das? Ich kann mich nur ganz leicht entsinnen, wie es war. Aber du, ist ja ein altes Auto. Das sind auch, ja, sei es 8 Kabel. Ne? Also die 8 Kabel, die findet man halt irgendwo immer wieder. Ne? Das ist wie so Brücken. Ne? Hier und da mal eine Sicherung, hier und da. Das braucht ja auch eigentlich nicht so viel. Das ist ja ganz smart eigentlich. Ja, Schaltwegsverkürzung ist auch schon drin. Viele andere Sachen sind auch schon drin. So die ein oder anderen Probleme gibt es natürlich dann doch bei so einem Umbau, weil das ist ja schließlich ein Golf 2, der ein Golf 3 Armaturenbrett verpasst bekommen hat. So, aufgefallen, das erste war natürlich Scheiben hoch und runter regeln hier, ne, weißt du? Müssen wir wahrscheinlich auch elektrisch umbauen, falls es das geht. Weil eine Kurbel wird natürlich irgendwo einen Engpass haben, der Armatur heißt. Oder dieser Hebel müsste halt nur so 2-3 cm lang sein. Das würde dann gehen, ne? Also ist natürlich übersetzungstechnisch ein bisschen bescheiden. Wird auch gehen, aber wahrscheinlich ist man eh froh, wenn die Scheibe einmal oben ist. Das heißt, man öffnet die Tür, dreht die Scheibe schnell hoch, macht die Tür schnell wieder zu. Dann geht das natürlich. Und da muss man auch hoffen, dass der Hebel gerade in dem Moment nach unten guckt, oder sonst muss man alles noch wieder umschrauben. Nun gut. Also gibt es doch irgendwo Probleme, wenn man einen Golf 3 und einen Golf 2 bauen möchte. Ja, so der Stand. Siehst du? Schön, dass du auch wieder da bist. Du Spasti. Ja, also bist du wieder am Umbau, dass du nicht warm duschen kannst, du blöder Pisser. Nö. Nö. Der duscht Ich ja dusche gar nicht. generell nur immer montags. So, und ein Zahn wollen wir sofort mal ziehen. Und der ist, dieses Auto, so wie es hier steht, auch wenn jetzt irgendjemand da draußen genau diesen Kotflügel braucht, kann er sich sofort von der Backe schmieren, gibt's nicht. Genauso wie, ich brauche das Zündkabel, weil das blau ist, ich brauche das, ich brauche den Wassertank, weil der 4,2 Liter Tankvolumen hat, ich brauche das Lenkrad, weil es geil ist. Alles bleibt erstmal hier. Nein, die Kühlschläuche verkaufen könnt ihr gar gerne nichts. haben, wenn ihr uns genau die gleichen in schwarz wiedergibt. Dann können wir Nein, haben. blau bleibt. Nein! Naja, alle Ja, Fuscherbrühe. wir werden keine Felgen verkaufen, wir werden keine lasierten, schwarz lasierten Seitenblinker verkaufen. Vielleicht ist irgendwo mal eine Schraube da über, die können wir gerne Vielleicht zukommen lassen. die Ablassschraube vielleicht. Ja, Genau. Also erstmal bleibt hier alles so wie es ist. Es wird hier nichts verschrottet, sinngemäß, unsinngemäß. alles so wie es ist. Alles bleibt wie es hier ist. Jetzt sag nicht, ich habe kein Obst zu Hause. Wollen wir jetzt mal irgendwie gucken? Ja, räum doch mal eben aus. Wir waren Was ja macht ihr denn nur. die ganze Zeit? Ja, wir haben Ja. über dich abgelästert. Wir waren noch nicht fertig. Wirst du dann Samstag ein Video sehen, was abgeht. Das ist, glaube ich, der erste Versuch gewesen von einem originalen Filterkasten. Ich weiß nicht, ob man das einfach so hier dran fuschen kann und sagen, ist ja original. Ich weiß nicht, ob der TÜV das so geil findet. Aber es ist alles ganz einfach. Ist so gut wie fertig. Muss eigentlich nur noch anmelden und dann. Ja, hier. Ich weiß nicht, ob das Wastegate ist oder Das ist was für die Presse, Sat. ist für meinen Corsa B 1 Liter, 1,2 erschaffen. Dann das. Hier, 4 Felgen. Achso, Narbendeckel. Hauptsache. Aber BBS sind natürlich geil, aber waren ja nicht mehr Alter, alle. das ist Tuning.
Nockenwelle. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Das ist die originale VR6 Nockenwelle. Da ist wahrscheinlich, wissen wir aber nicht mal, irgendwie, keine Ahnung, eine Tuning-Nockenwelle drin, eine spitzere. Tuning. Eine spitzere oder eine heißere? Doch, Kraftstoffpumpe haben wir schon. Eine gute 044er Bosch Racing Pumpe. Nicht von Bosch. Aber ja, da sagt ja irgendwie jeder, dass man die braucht. Haben wir. Haben wir. Bauen wir ein. Wären wir glücklich mit. Oder auch noch nicht. Ja, da könnt ihr auch noch mal schreiben, ob ihr im Catch-Tank die Pumpe da drin, gibt es ja auch welche, oder außerhalb, ob da irgendwelche negative Vorteile oder irgendwie was ist. Eigentlich sind das ja so richtige Fälle wirklich für den Herrn Degenhardt. Quattro hat er doch auch alles extra neu verlegt und Co. Und der hat die Pumpen auch nicht innen drin verlegt, sondern der hat die außen liegend. Habe ich letztens noch ein Video drüber gesehen. Ja, aber der hat auch, glaube ich, 2 oder 3 da drin. Nee, 2. Ich glaube, das ist ein Projekt, um die ganzen Leute alle mal rantanzen zu lassen, dass die alle hier mal reinfuschen können und fertig, oder wie ist das? Jeder darf mal. So, wenn wir das dann gemeinsam hingekriegen, dass das auch noch fährt, das Auto, und dann auf Straße mit ganz offiziellen Nummernschildern mit TÜV, allen schickimicki, dann machen wir eine Party, glaube ich. Dann tun wir hier eine schöne Wurst beim Biergrillen und so. Ich würde sagen, ich glaube, der Degenhardt, der macht dann wohl mal ein Bierchen und eine Wurst und sicher. Und Alos, die Jungs auch. Und wenn, die Kamera ist dann aus. Wir sagen, Philipp sieht zwar auch nicht so aus, aber ich denke mal, der mal auch eine Wurst zu. Eine Wurst. Aber wir schlören den einfach nach Dortmund, geben den Marco und Marco macht den fertig. Fertig. Für Lauf. Und dann wird Stefans Degen auch hart. Stimmt's? Ja. Was hast du ja wieder angelacht? Ja. Viele, viele bunte Kleinteile in vielen Kartons. Aber Öl ist ja auch schon da, ne? Das Problem So ist, schlimm ist es ja gar nicht. Restgewinner ist auch noch. man muss dieses Auto irgendwo hinstellen, wo man ein bisschen Platz hat. Haben wir nicht. Dann müssen wir einmal alle Teile raus, uns alles genauestens angucken, was wir haben, Listen führen und dann mal so gucken, was wir noch brauchen. Dann einen Kredit aufnehmen. Eigentlich brauchst du auch nur diesen Ordner abarbeiten, Stefan. Eigentlich lasse ich das besser. Ja, also man hat sich schon Gedanken gemacht, wie man was angehen möchte. Ne? Also hier wurden auch schon ein paar Sachen hier abgehakt und gemacht, getan. Hier noch die ganzen Umbaupläne machen, tun und dies und jenes. Ne? Schaltplay ganz wichtig für Stefan, weil es ja eh nur 5 Kabel, wie man sieht. 1, 2, 3, 4, 5. So, das, ne? So. Den Rest braucht man alle gar nicht, würde Stefan jetzt sagen. Oh ja, aber nicht. Aber meine größte Last, der Zündfunke, Springt an. springt an, läuft nicht, so gut. Ja, der liegt schon, du Arsch. Fährt zwar noch nicht, aber... Guck mal hier, einen neuen Schalter Ups. von Kia Motorsports. Nee, so Da steht auch Volkswagen drauf. hier ist aber Kia. Volkswagen Group. Das letzte fehlende Dokument. 30 Euro. Ja, nee, man sieht Mapco, ne? Hier Wollen wir uns nicht besser einen Pilz trinken? Das Problem ist, wenn wir den jetzt ausräumen, dann sind wir 2 Stunden zugange und dann wieder einzuräumen, weil es dann halt nicht mehr passt. Weil es dann regnet. Richtig. Also auf regnet jeden Bier. Fall eigentlich Innenausstattung ist noch alles da, original von dem Golf 2. Armaturenbrett. Das ist uns eigentlich relativ egal, was fehlt oder nicht, weil wir haben hier genug Golf 3 stehen. Da können wir uns alles rausnehmen. Und ja, Türdichtung und so hat er uns auch noch mal freundlicherweise alles neu mitgegeben. Ein Radio. Was ich auch schon gemerkt habe, oder was er uns auch schon gesagt hat, die Fensterheber sind jetzt noch manuell. Haben wir schon erledigt. Genau. Ja, Ist bereits gesagt worden. toll. Und es jetzt ist noch alles in die Hose gegangen, was wir uns gekauft haben. Genau. Bring uns einmal den Beweis, dass er gleich normal läuft, der Motor, und nicht rückwärts. Und nicht wie bei dem blähen Scheiß Fiat-Motor, der erst vorwärts läuft und auf einmal schlagartig auf rückwärts springt. Das war nicht schlecht. Irgendwie das mit dem Pluskabel hier, das muss ich auch noch mal anders lösen, weil das passt noch alle nicht. Ist das zu lang? Ja, das ist zu lang. Motor ist gerade eingebaut, aber Batterie muss halt schief stehen, weil das Kabel nicht länger ist. Ich glaube, das ist jetzt sackgut, dass da mal eben so, dass das schön hier alles dran zieht. Das ist sackig, glaube ich. Ich orgel den jetzt einmal ein bisschen, damit er einmal Öldruck hat. Mhm. Wenn er ich glaube, die Batterie ist tot. Hä? Toll!
Turbolader auch schon eine Pampers also ist prima, ne? Die Turbolader Pampers. Hashtag Turbolader Pampers. Also der macht sich schon mal nicht in die Hose, ne? Nö, der kann sich jetzt ruhig einkacken. Ist kein Thema. Hashtag einkacken. Ja, ich weiß, das macht man so nicht hier mit Bremsenreiniger. Gleich schießt du wieder was ab. Der knallt, glaube ich, richtig. Aber es war was da. Ein Lebenszeichen. Stefan, Flott Auto oder was? Ei. wir sind Soll ich auch, mal einfach den ich wollte gerade sagen, wir sind Schlüssel noch umdrehen? zwei Personen hier. Nee, wir packen uns immer noch ab und bumm und bam. Warte mal. Oh. Oh. Ist schon Bier auf oder was? Boah, brennt mal. Na, eben live vor der Kamera eben abfackeln die Karre. Ist doch top. Ist doch nicht schlimm, oder? Bestimmt nicht. Ja? Machen wir mal. Sag mal live. Oh Mann! Wusste mal! Wir haben einen CO2-Löscher. Stefan! Stefan, wir brauchen eine neue Drosselklappe. Was tust du da? Warum putzt du denn nicht? Hab ich doch. Die Kamera hat's bewiesen. Ich hab So, gepustet. jetzt haben wir noch was Lustiges gehabt. Oh, das fackelt bestimmt gleich. Oh Mann! Also alles gut. Wolltest du eh neu ummanteln, oder wie war das mit die Kabel? Das war eh nur unterhalb. Fuß ja, Junge. Hey, Junge, mir ist schon schwindelig, Alter. Das ist schon. Ja. Stefan einmal kurz schnell geworden. Ja, Die voll eine anderen Puste, stehen. du siehst da unten, ja, oben ist aus, aber da unten so eine Stichflamme, ja. Puste doch! Hier, das Kabel ist so eine teure. Da unten drunter kann alles brennen. Es von sind mir doch aus. eh nur 5 Kabel. Du machst die Elektrik Du diesmal. machst die Elektrik, du Ich mach das Nutte. Blech hinten. Du kannst gar nichts. Du kannst. Dann das war schlimmer. schweißt du dein zweites Auto dran, du. Nö. Du Dussel. Ja, aber laufen tut er. Ja, brennen auch. Können wir das nochmal einmal sehen? Nee, Gerade wollen wir nicht. jetzt nicht mehr. Warte, geht nicht. Brudi, ich muss los. Ah ja, werden wir Und zwar die noch Leute, die sagen, wie dumm kann man sein? Sich so ein Auto kaufen, ne? Fertig mehr- machen Eben mit Bremse. und erstmal halb Immer abfackeln. anstecken, die Scheiße. Scheißegal. Eine Woche hier. Schon mal in Länger. Flammen. Also das tat den Kabeln jetzt nicht weh. Das, ist, Das das, Mo- war ja auch nur Bremsenreiniger. Genau, Also jetzt nur das ein reinigt Videoeffekt. höchstens. Ja. Genau. Das hat Nickers jetzt da reingemoddet. Also eigentlich brennt es ja auch gar Ich nicht. hab's ja extra vorher gesagt, dass es sofort brennt. Aber egal, hier Egal. diese Anschlüsse. Was kommt da dran? Könnt ihr einfach mal auch in die Kommentare schreiben. Ja, hier steht ja Alles Fuß, am Brennen. neue Vorstellung, neues Auto. Ja, Ja, du. Ja, aber ich würde sagen, wir haben es gesehen, Motor funktioniert. Also der geht, also der kann was verbrennen, wenn der möchte. der Der brennt. kann auch selber brennen, wenn er Da möchte. steckt richtig Feuer hinter. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle Schicht im Schacht. Bin auch schon sehr gespannt auf eure Kommentare zu diesem Auto. Ich hoffe, dass auch wieder mal viele mitmachen. Und wie gesagt, wir brauchen jetzt keine Wikipedia-Einträge von irgendwem, weil das war auf Suchergebnis Platz 1. Das muss ich jetzt 1:1 kopieren, als Kommentar schreiben, dass es so klingt, als wenn ich jetzt Ahnung hätte. Machst du dich denn Kennen wir gerade nämlich eh mal schon. lustig? Nein, Nein. Weil diese Einträge kennen wir bereits und haben sie selber schon gelesen. Also nicht kopieren, nein, bitte Internet nur haben wir. genau, Erfahrungsberichte selbst reinschreiben, weil ich denke, es wird der ein oder andere Golf 2 Besitzer mit einem VR6 Umbau da draußen auf uns warten. Ne? Hoffe, euch hat das Video bis dahin gefallen. Wie gesagt, seid gespannt, was wir jetzt mit diesem Auto noch alles so machen werden. Allerdings, wie ihr wisst, saisonbedingt haben wir viel zu tun, also wird das wahrscheinlich erst ein bisschen nach hinten verschoben. Aber wird auf jeden Fall noch kommen. Ja, lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin fleißig, schaut bei Instagram vorbei. Wie gesagt, bei Instagram könnt ihr auch gerne mal vieles kommentieren. Da werden wir auch noch ein paar Bilder hochladen. Ich denke, wir können auch noch ein paar Bilder von dem Umbauten. Haben wir auch noch ein paar Bilder bekommen. Schmeißen wir einfach mal ein paar rein, so dass ihr euch auch noch mal den einen oder anderen Tipp vielleicht damit reinschreiben könnt.
Bis dahin, bleibt gesund. Stay home. Wo ist deine Maske? Nein, bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. V.